Ich war gemeinsam mit Adrian Meligellake und habe das Ganze mit ihm gefilmt und mal schauen, wie beschissen das Video geworden ist. Fußball ist eine Sportart mit Höhen und Tiefen. Fußball ist wie ein Rendezvous zwischen mir und deiner Mutter. Es findet jedes Wochenende statt und wird live im Fernsehen übertragen. Aber Fußball ist vor allem eines. Überhaupt nichts für mich, denn ich bin scheiße. Und somit viel Spaß mit dem Eligella Cup 2022. Hey Digga, wirklich eine schnelle Brille. Ja, die ist nicht mehr so aerodynamisch. Rückwärtshalter, bist du ready? Ich muss erst mit denen nicht so beginnen, weil nicht, dann denken die Leute, ich mache noch eine Schraube oder so. Ja. Musst du anfangen? Es war ein geisteskranker Tag, Digga. Wen haben wir dort alles getroffen? Und es waren so viele Leute, die mich extrem positiv überrascht haben, die so extrem sympathisch sind. Sage ich dann gleich noch was dazu. Oh. Ich sehe Sterne gerade. Holy shit, Digga. Montinius! Es war auch surreal. Einfach Monte läuft nebendran vorbei, Digga. Hä? Ganz kurze Frage, Digga. Wer bist du? Ich bin Cole Black, ich bin Cole Schwarz. Alle Mark! Oh shit. Ja, einfach eine Bulle Vita Weight, dann läuft es wieder. Es kommt nicht drauf an, wer am meisten gewinnt. Es kommt drauf an, wer immer wieder aufsteht und somit dann beim nächsten Mal gewinnt. Ihr sagt mir die ganze Zeit, ich soll Tore schießen. Dann gehe ich auf das Feld, mache einen Hattrick und ihr wart nicht da. Waren sie wenigstens schön? Nee, gar nicht. Es waren immer so Gestocher und irgendwie... Hey, Digga. Das interessiert mich nicht. Das war gerade der Bruder von Trimax und ey, ich habe selten so einen positiven und aufgestellten, jungen, schönen, attraktiven Mann kennengelernt wie er. Es ist so eine Legende. Er ist so eine Legende, Digga. Und jetzt der Clip. Schaut euch das mal an. Oh nee. Ich glaube, die kennt jeder hier in der Halle. Applaus für Energy! Ich freue mich, dass du hier bist. Ich glaube auch jeden hier in der Halle. Ich muss jetzt spielen. Digga, die ganze Halle war voller Leute. Wir im Hintergrund einfach am Pennen. Es war entspannend. Anscheinend. Scheiße. Das ist die most random Einwechslung. Adi musste dann unverhofft spielen. Warum? Weil jemand verletzt war aus Team Mickey und dann musste er spielen. Bist du ready fürs Spiel? Und beziehungsweise durfte er spielen. Sag mal ehrlich, hier in der Garderobe? Eigentlich gar nicht. Du musst aufs Spielfeld, Digga. Ja, ich glaube, die laufen jetzt dann direkt ein und das ist das erste Halbfinale und du spielst einfach. Oh, Digga. Komm ich in die Schuhe rein. Er war so gestresst. Er war so gestresst. Ich weiß haargenau noch der Moment. Der war so gestresst, er hat gar nicht mehr geredet. Ich bin drin. Hey, ganz kurz eine Frage. Welche Position spiele ich? Welche willst du spielen? Wir machen tatsächlich mehr Manndeckung. Das heißt, wenn du merkst, dass zwei Leute nach hinten laufen, dann bist du unser Stürmer. Okay. Hier laufen die gleich ein. Wühlmaus, Knopfaugen, lange Nase. Wer könnte das sein, Mann? Keine Frage. Er war so gestresst, aber geil. Es ist so geil. Und ich hab gut gevloggt, oder? Sag doch mal ehrlich. Bei 2 nach 5 Grad, das ist definitiv von Vorteil. Adi mit dem Ball gewinnt. Schneller Punkt, schneller Pass. Das hab ich gar nicht gecheckt. Du hast viel dazu beigetragen. Ja, ich habe kein einziges Gruppenspiel gespielt. Jetzt ist das Finale und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, ich spiele im Deutschland-Trikot. Wir waren so chillig am Chicken essen und dann schreibt mir Max auf WhatsApp, komm, wir brauchen Ersatz, wir stellen das Chicken hin, gehen rüber und du musst mitspielen. 5 Minuten später stehe ich auf dem Feld und Digga, ich war gar nicht ready. Ey, ich finde, ehrlich, das Deutschland-Trikot viel schöner als das Schweizer Trikot dieses Jahr. Was ist das von diesem Jahr? Ja. Ey, das hab ich gesehen. Du bist voll Fokus jetzt. Ja. Nicht so, voll Fokus. Ja, das ist voll Fokus. Okay. Digga. Das war das Finale. Das war das Finale gegen Team Visca Barca. Das war so geil. Läuft und jetzt Amato.
Das hier war der entscheidende Elfmeter. Den muss er reinballern, um im Spiel zu bleiben, aber... Digga, aber es war auch das ganze Stadion. Jeder im Stadion war gefühlt für Team Visca Barca. Natürlich Visca Barca hat auch viel mehr so eine Fußball-Community als Mickey, aber trotzdem. Das Logo von Deutschland hat mich beim Anlauf so ein bisschen zurückgehalten. Weißt du, wie ich meine? Das war ein geiler Shot. Ja, aber vielen Dank für deinen mentalen Support. Ja, gerne. Geile Rückmeldung. Visca Barca. Lieber Robin, ich möchte dich auch willkommen nochmal zu uns jetzt hier. Querlegen, ne? Aber und das kann er, der Schweizer. Aber nur das. Elfmeter kann er nicht. Geiles Video. Ali Totoro, ein absoluter Geheimtipp.